Vielmals merci, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit dem Gesetzesprojekt 8452 machen wir enfin die Valorisation von den Diplomen. Die Agenten von der Police und der Inspektion Générale de Police haben und reklassieren die konzernierten Agenten an den Traitementsgruppe B1. Bisweilen kriegen ein rund 400 Agenten, die von dieser Änderung betroffen sind, ihre premieres Diplom oder den unerkannt äquivalenten Diplom nicht angerechnet. Mit diesem Projekt soll das Inegalität endlich abgehoben gehen und die Agenten kriegen die Möglichkeit, an den Traitementsgruppe B1 reklassiert zu gehen, den sie von ihrem Diplom hier unter dem Gesetz, neue Polizegesetz von 2018 auch zu gut tun. Das gilt also für all die, die am Moment vom Inkrafttreten vom aufgeänderten Polizegesetz, also den 1. August 2018, einerseits schon am Dienst waren und zweitens ein Aufschlussdiplom aus dem Sekundär oder den Äquivalent davon hatten. Die Frage vom Reklassement geht auch auf den Arrêt vom Verfassungsgericht vom 9. Dezember 2022 sowie auf Arrêt von der Cour administrative aus den Jahren 2022 und 2023 zurück. Den temporären Mechanismus für die Karriere zu wechseln, die sogenannten Voie Express aus dem Polizegesetz als vom Verwaltungsgericht nämlich konträr zur Gleichheit für Gesetz deklariert sind, weil sie Personen, die in unterschiedlichen Situationen sind, nämlich trägt. Gehen einerseits Agenten, die seinerzeit auf den 1. August 2018 schon die nötigen Diplome hatten, für direkt an Karriere B1 zu kommen, und andererseits die kein premieres Diplom hatten, an ihrer Anciennität änderte Bedingungen vom Artikel 94 vom Polizegesetz von der Karriere C1 an Karriere B1 konnte kommen. Den Artikel 94, den vom Verfassungsgericht verfassungswidrig erklärt gouf, gesagt aber für alle Agenten am Traitementsgruppe B1 dieselbe Konditionen für an den Traitementsgruppe vom C1 an den B1 zu wechseln, egal ob den Agenten Diplom hat oder nicht. In der Voie Express müssen alle Agenten ein Travail personnel de Reflexion schreiben, für zu wechseln. Das ist ein unnötiges Schritt für die Agenten, die schon ein premieres Diplom zu dem Zeitpunkt hatten, so das Verwaltungsgericht aus einem Arrêt von 2022 und wird das froh über den Mechanismus von der Voie Express und Verfassungsgericht weitergehen. Muss ich wissen, dass man im Gesetz vom 18. Juli 2018 eine ganz neue Weg angeschlagen, an dem die Ausbildung, also den Aufschluss von einem premieres Diplom, entscheidend ist für die Klassierung von neuen Beamten, die am 1. August 2018 angestellt wurden. Laut dem Verfassungsgericht ist es somit nicht logisch, dass beim provisorischen Mechanismus von der Voie Express für allem Berufserfahrung zählt und die Ausbildung kaum berücksichtigt wird. Das man näher als weder sinnvoll zu erklären, nach Ubrucht oder fair am Vergleich mit dem Ziel, der damit verfolgt wird. Die vierste Regierung wollte schon am Gesetzesprojekt 8274, den am Juli 2023, also am Nachgang ob die verschiedenen Arien, die ich für drunter nimmt hat, deposiert gouf, no besseren. Diese Gesetzesprojekt hat aber nicht all den Problematiken adäquat Rechnung gedrohen, die Verfassungsgericht sowie das Verwaltungsgericht an ihren Arien abgeworfen, weil eine Umklassierung von den betroffenen Agenten nicht vorgesehen war. Des Weiteren hatten die freie Deputiert Ferner Kartheiser, Leo Gloden, alle beide auch schon hier Gesetzesproposen deposiert, aber das allen drei Gofen zurückgezogen. Nur zum Detail von diesem Gesetzesprojekt 8452. Den Artikel 1 schafft den Mechanismus, in dem die Agenten von der Police sowie die von der Inspektion Générale de Police reklassiert können gehen. Sie ermöglicht den konzernierten Agenten, die aktuell am Traitementsgruppe C1 sind, an die den 1. August 2018 schon am Besitz von einem premieres Diplom oder äquivalenten Diplom waren, an den Traitementsgruppe B1 umklassiert zu gehen. Des Weiteren präzisiert diesen Artikel die drei Konditionen, die häufig am Stichdatum ab den 1. August 2018 müssen alle Gür vom konzernierten Agent erfüllt sein. Erstens, dass eine definitive Nomination am Traitementsgruppe C1 hat, dass am Dienst, am Congé de Maternité, Congé parental, Congé sans Traitement, bei der Police oder am Detachement bei einer anderen staatlichen Verwaltung, der Maison du Grand-Duc oder einem internationalen Organismus sind. Und drittens am Besitz sind von einem premieres Diplom oder als äquivalent unerkannten Diplom. Für an den Genuss von der Umklassierung zu kommen, muss aller Agent sein schriftliches Demand beim Interieursminister binnen 3 Monaten Krafttreten von dem Gesetz, was wir heute stimmen werden, stellen.
Den Artikel 2 gesäit e retroaktiven Effekt vun dieser Umklassierung op den 1. August 2018 fir erlädt noch Modalitäten fest, fir de Grad an dem Rückklassierung geschitt. Den Artikel 3 ermeigcht den Agenten vun der Police, die am Delay vun der Voie Express in am Artikel 94 vom Polizegesetz Gebrauch gemacht hun, dann noch hin Nomination an de Gruppe B1 retroaktiv op den 1. Dezember 2023 zu kreen. Den Artikel 4 ermeigcht den Agenten, die iwwer Voie Express ihren Tretementsgruppe gewirselt tun, dann auch retroaktiv Avancemente an de Graden zu hunn. Das weiten gesäite Gesetzesprojekt Änderungen um Artikel 77 auf 94 vom Polizegesetz für den temporären Mechanismus von der Voie Express vom Changement vom Tretementsgruppe anzupassen und das so konform zur Verfassung zu machen. Der Staatsrat hat heute suggeriert, sich um Artikel 121 vom Armeesgesetz zu orientieren für den neuen Mechanismus, den Police betrifft. Den Dispositiv mischt notamment einen Unterschied zwischen den Kandidaten, die am Tretementsgruppe C1 klassiert sind, an ein premieres Diplom haben auf den 1. August 2018, an die diesen Diplom zu dem Zeitpunkt nicht hatten. Die Interieurskommission aus der Suggestion noch kommen, und wir haben den Artikel 94 so angepasst. Das neue Gesetz bringt natürlich auch Kostenpunkte für unser Staatsbudget mit sich. Dass du davon auszugehen, dass die retroaktive Umklassierung auf den 1. August 2018 bis den 31. Dezember 2023 von den konzernierten Agenten sich auf ungefähr 42,5 Millionen Wert belaufen. Der jährliche Surplus vom Rückklassement wird sich auf ungefähr 9,2 Millionen Euro belaufen. Das Gesetzesprojekt wird zusammen und am Konsens mit der Police, der IGP und der Police-Gewerkschaften ausgeschafft. Bei den Avien begrüßt l'Association du personnel issu de la carrière B1 de l'Inspection générale de la Police das proposiert Änderung, fried aber mehr Explikationen zu der Demande, die die Agenten beim CGPO müssen stellen, auf dass auch die Agenten müssen ausgerechnet kriegen, ob die Demande für sie favorabel wäre oder nicht. L'Association du personnel policier détenteur d'un diplôme de fin d'études secondaires de la police Grand Ducal begrüßt den Dispositiv vom Text auf, oder aber sich bedanken, was Distinktion angeht, die gemacht wird, wenn ihr sein Diplom gekriegt hat. Das Gewerkschaft friert dem nur eine Uniformisation von der Methode für die Fixation von den Graden, egal wenn ihr den Diplom gekriegt hat. Weiterhin bedauert sie, dass die Volontären, an die den 1. August 2018 an der Polizeschule waren, vom Prozess vom Rückklassement ausgeschlossen sind. Bei den anderen Administrationen können Stagiaire nämlich auch von diesen Mesuren profitieren. Chambre des fonctionnaires et employés publics begrüßt das Projekt, moniert aber gewissen Mankum und Kohärenz. Wir sehen Valorisation von den Diplomen laut dieser Chambre auf all konzernierte Kategorien ausweiten, für so Inegalitäten zwischen den Funktionären zu beheben. Also immer wie komplementär, weil sie sich aber auf Freitreffer, dass sie Stotteuren Artikel 121 vom Armeesgesetz inspiriert tun. Der Staatsrat hat aus engem 1. Avis 2 formell Oppositionen formuliert und sie stellt doch den exceptionellen Charakter vom Rückklassement fest. Sie meint, dass viele Agenten viel lieber für die Voie Express gingen optieren, auch von der seit dem Arrêt von der Cour constitutionnelle nicht mehr möglich ist. Aus engem Avis komplementär ist der Staatsrat dann d'accord für die zwei Oppositionen abzuheben, aber formuliert eng neu über die Sécurité juridique vom Term Entité étatique. Am überschaffte Gesetzesprojekt gibt den Avis vom Staatsrat Rechnung gedrohen. Der schriftlichen Rapport zu diesem Gesetzesprojekt gibt den 11. Juni an der Interieurskommission ugeholt. Für weitere Details verweise ich auf diesen Rapport. Herr Präsident, das Gesetzesprojekt 8452, über dem wir heute schwätzen, gibt aber eine Situation zurück, die hinter längerem für Unklarheit gesorgt hat, besonders am Kontext von den Karrieren an der Police. Es geht um rund 400 Polizebeamten, die schon 2018 definitiv angestellt sind und zeitgleich die nötigen Diplome hatten, für eine Karriere B1 zu kommen. Trotzdem konnten sie nicht direkt und nicht automatisch von den neuen Begebenheiten profitieren, die damals durch das Polizegesetz angefordert wurden. Das Verfassungsgericht hat am Dezember 2022 den Artikel 94 vom Polizegesetz, den eigentlich just auf die Anciennität vom Agent gemünzt ist, als nicht konform mit der Verfassung bewährt. Damit war klar, dass gesetzliche Plan nur gebessert gehen.
Die schwierige Regierung hat am Gesetzesprojekt schon versicht, die Situation Urteil vom Verfassungsgericht zu redressieren. Allerdings ist es nicht so weit gegangen wie das Majorität. Das Freireden-Projekt hat vorgesehen, für die Konditionen für den Accès an Voie Express zu modifizieren, sodass er im Anklang mit dieser Verfassung ist und dadurch auf den Datum, auf dem das neue Polizegesetz in Kraft tritt, aber ohne das Reklassement von den konzernierten Agenten. Den heutigen Innenminister Leo Gloden hat doch schon in einem Rapport gesagt, den früher Deputierten war, hat am Juli 2023 schon ein Gesetzespropos an die Chamber erbrücht, für das Ungerechtigkeit, die man im Polizegesetz angefordert hat, aus dem Weg zu räumen. Das Forderung hat sich auch am Wahlprogramm von der CSV Rümfond und aus einem Regierungsprogramm verankert. Hier steht, une analyse approfondie de toutes les carrières au sein de la police grand ducale sera effectuée. L'objectif est notamment de respecter les récents arrêts de la Cour constitutionnelle et de la Cour administrative concernant les carrières B1 et C1. Versprochen, CSV halt wird. Das Projekt, den Lofier leitet, seit für, dass die konzernierten Agenten retroaktiv auf den 1. August 2018 an Carrière B können reklassiert gehen, ohne zusätzlichen Examen und ohne Beschränkung, wie viel de Monten dann überhaupt können angeholt gehen. Damit wird die Unfairheit vom zusätzlichen Examen aufgeschafft für all die, die schon im August Konditionen für ein Carrière B erfüllt haben, zu kommen. Das ist ein klein, aber ein ganz wichtiger Korrektur, die am Interesse von einer fairer und gerechter Behandlung von den Konzernierten ist. Auch begrüßen wir, dass dieses Reklassement rückwirkend gilt, sodass die konzernierten Agenten keinen Verlust dadurch haben, dass sie nicht schon von Anfang an von diesem Regime profitieren konnten. Als CSV begrüßen wir, dass wir der Ungerechtigkeit heute endlich aus dem Weg räumen können. Und auch in Zukunft werden wir als CSV als für eine klare, transparent und kohärente Karrierestruktur bei der Polizei und am Staatsdienst ersetzen. Das besonders am Kader von unserer Sicherheit, wo die Erwartungen und Agenten hoch sind. Zum Schluss will ich betonen, dass wir uns bewusst sind, dass dieses Projekt auch einen finanziellen Impact auf unser Budget hat. Nee, das ist auch klar. Das muss als die formidable Arbeit und den unermittellichen Ersatz wert sein, die all der von den Agenten von unserer Polizei am Dienst von unserem Land und am Dienst von uns all gelegt gehen. Heimat, ich bin von der CSV-Fraktion und ich sage merci.